Ein Affe und ein Hase haben miteinander Nacht gefressen. Der Affe der hatte eine schöne, reife Banane und der Hase saftige grüne Blätter. Jetzt haben aber beide ein Mödeli. Der Affe hat, während er die Banane gefressen hat, sich dauernd gekratzt. Und der Hase der hat immer umeinander geschaut, weil er muss ja immer aufpassen, dass nicht irgendeiner kommt, der ihn auffressen will. Nach einer Weile sagt der Affe: «Du, also Hase, ich finde das sehr unhöflich, dass du dauernd wegschaust, während ich mit dir schwätze.» Musst gar nicht sagen. Ich finde das auch sehr unhöflich, dass du dich dauernd kratzt, während wir miteinander zu Nacht fressen. Ja, also Hase, ich kann jederzeit mit dem Mödeli aufhören. Ich kann auch jederzeit damit aufhören. Dann weisst du was? Dann wetten wir doch miteinander. Wir wetten, wer von uns zweien es schafft, länger still zu sitzen. Der sich zuerst bewegt, hat verloren und muss dem anderen wochenlang das Fressen bringen. Einverstanden? Und so sind der Affe und der Hase sich gegenüber gesessen, haben einander angeschaut und sich nicht bewegt. 5 Minuten sind vergangen. 10 Minuten sind vergangen. 15 Minuten sind vergangen. Und jetzt hat es der Affe angefangen zu beißen. Und er hätte am liebsten drauf losgekratzt. Aber er hat sich zusammengerissen. Weil er wollte gewinnen. Und auch der Hase, der hat so Angst bekommen. Er muss doch dauernd umeinander schauen, ob nicht irgendeiner kommt, der ihn fressen will. Und die Angst ist immer grösser geworden. Und er hat richtig angefangen zu zittern. Er hatte auch Panik gehabt. Aber auch er hat sich zusammengerissen, weil auch er wollte gewinnen. 20 Minuten sind vergangen. Und da hat es der Affe nicht mehr ausgehalten. Weisst du was, Hase? Es ist doch so langweilig, wenn wir einander noch gegenüber sitzen und es passiert einfach nichts. Ich erzähle dir eine Geschichte. Der Hase war mehr als einverstanden, weil er hat sich gedacht, eine Geschichte wird ihn ablenken von seiner Panik. Also los zu. Hase, es ist vor langer Zeit passiert, da bin ich noch ganz ein kleiner Affe. Ich bin mit meiner Mutter in den Wald gekommen. Und es ist dunkel geworden. Und auf einmal war sie weg. Ich war ganz allein im Wald hinein. Und da geht etwas auf meinen Kopf, genau an dieser Stelle. Oh, das ist so weh da. Und dann bin ich weitergelaufen. Bin über etwas eingestürchelt, habe mein Bein angeschlagen, genau an dieser Stelle. Oh, das hat so weh da. Und das andere Bein hat auch weh da. Und dann bin ich weitergelaufen. Keines Horn raus, dir. Und die Hornusse hat mich gestochen. An dieser Stelle. Oh, das hat so gebissen. Und da hat es gebissen. Und da hat es gebissen. Und der Hase hat sich noch gedacht, ja, Affe, ich sehe ja schon, du hast ja gleich einen Weg gefunden, sich dich zu kratzen. Weisst du was, Affe? Ich erzähle dir jetzt auch eine Geschichte. Es ist vor langer Zeit passiert. Ich war noch ganz ein kleiner Hase. Und du weisst ja, wir Hasen, wir haben grosse Familien. Wir haben einen Haufen Brüder und Schwestern. Und da hat meine Mutter gesagt, sie müsse posten. Und ich soll auf alle anderen Geschwister aufpassen. Und sie ist lange Zeit nicht zurückgekommen. Es ist dunkel geworden. Und ich habe nichts mehr gesehen. Und da höre ich auf einmal ein gespässiges Geräusch von der rechten Seite. Und dann merke ich, wie von links etwas an mich herankommt. Und merke, wie etwas über mich hinfliegt. Und der Affe, der hat schön lachen. Hase, kannst du aufhören? Ich weiss, wie die Geschichte weitergeht. Es sieht ja ganz so aus, als ob wir zwei unsere Mödeli nicht sein lassen. Weisst du was? Dann lassen wir es doch auch bleiben. Es ist mir ganz gleich, wenn du dauernd umeinander schaust, wenn du mich weiter kratzen lässt. Und von diesem Tag weg haben sie nie mehr um das gewettet. Und haben ein langes und friedliches Leben miteinander gehabt. Und haben sich nie mehr gestört an diesen Mödeli.